Lützeburg ist bekannt für seine vielen Chantieren. Das Bildungssystem ist doch keine Ausnahme. Der Nötschkanal hat übrigens die Zwischenkant Reform einen ganzen Monat begleitet. Den Anfang von unserem Beitrag machen die Schüler. Sie sind auch die hart betroffen. Sie haben sich über Twitter und Facebook getroffen und sind bald ministerisch an der Allerheiligen-Vakanz manifestieren gegangen. Das war nur das ganz lange für uns zusammengefasst. Den 3. November 2011. Ein Tag, an den sich so manche Profen, Schüler und Ministerin erinnern werden. Das ist nämlich den Tag, an dem ganze 300 Schüler und Studenten aus dem Land sich auf Barrikaden gegen die neue Schulreform gemacht haben. Das Ganze wurde organisiert über das neue Jugendmedium Facebook. Und das ohne größere Probleme, und für allem sehr. Als Schülersender hat der Männer die Gelegenheit ergriffen und selber mit Hand angeschaut und den ganzen Protest unterstützt. Es gab ziemlich viel Chaos in der Stadt fabriziert, wo Bemo wer aus dem Neist eine Unmasse von Schülern die Straße blockiert und sich auf den Weg bei dem Minister gemacht hat. Obwohl die Masse lang und hart gerufen hat, war die erste Antwort von Seite vom Minister ein fröhliches Winken bei der Fenster, wo man sich fragen kann, was genau das ausdrücken soll. Da war es endlich soweit. Es gab schwer getroffen, wen alles mal ran darf, weil die Madame Edukationsminister gnädigerweise auf eine spontane Diskussionsrunde angeladen hat. Einer der geschadenen 50 Schüler, die einen gut, die anderen gut nicht informiert, waren auch ein paar clever gehabt dabei, denen hier frohen ihre Marken an Sache Komplexität und Inhalt, der ministerisch Mandidal wurde Schweiz ausgedrieben haben. Wenn ein bisschen nur viel zu bringen und zu sagen, hey, für was so, für was nicht auch nicht, dann ist das relativ sehr an den Teppich gekehrt gehen. So, die sagen, du bist Schüler und du hast nichts zu sagen. Ein zweiter Volley, das ist die Reform von den Lyceen. Mit das alles kein Problem für die Madame, weil sie hört so einem Schüler noch eine immens große Kompetenz ganz gezielt 5 Minuten lang auf eine Frage zu antworten, ohne das Thema von der Frage überhaupt umzuschwätzen, weil wir es bei unseren Kollegen vom RTL Radio hören haben. Das ist ein bisschen traurig, aber leider trifft das Statement vollkommen zu. Der Groß von der ministerischen Antwort war ausweichend oder hat selten Einzelfälle diskutiert, was wirklich kein gutes Beispiel ist, wenn man für die Masse schwätzen will. Apropos Masse, von den 300 versammelten Schülern können in den Interviewen und Gesprächen nur mengen, dass nicht einmal talschend über die Reform Bescheid weiß. Und effektiv ist das auch so. Es sieht also ganz dunkel aus, wie wenn unser Minister nach der Cour de Rattrapage am Domain Kommunikation und Information gehen müsste. Weil das ist eine Kompetenz, die wir richtig beherrschen. Sehr und einfach über Internet organisieren, ohne viel Papierkram. Etwas müssen der Minister aber lösen. So hat sich gut 2 Stunden Zeit geholt, für die Schüler Rede und Antwort zu stellen. Es kann ihn also festhalten. Mehr Schüler haben den 3. November fertig gebracht, ein klares Statement aufzuliefern. Wir wollen diese Reform nicht. Auf jeden Fall haben als Edukationspolitiker den Tag keinen guten Eindruck los. Wir kriegen ja in dieser Sendung noch eine zweite und eine dritte Chance, die Kompetenzen zu beweisen.